7 Landfrauen aus 7 Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SRF bei den Leuten schaut diesen Frauen in den Alltag und in den Kochtopf. Unsere Gastgeberinnen sind Erna Köfer aus dem Appenzellischen Schlatt, Stefanie Moser von Wichtrach, Kanton Bern, Sibyl Meyer aus dem aargauischen Anglikon und aus dem luzernischen Altbüron Romana Zumbühl. Dann sind dabei Ramona Imhasli aus dem Walliser Fieschertal, Silvia Stschier aus dem bündnerischen Parsons und aus dem friburgischen Motier Anis Simone. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Von Wichtrach aus sieht man in die Berner Alpen. Hier im Aartal zwischen Bern und Thun liegt der Hof, wo Stefanie Moser zusammen mit ihrem Mann René und der Tochter Lena wohnt. Heute kommen die Landfrauen zum Essen. Ein paar Zutaten wachsen im Garten. Mein Garten funktioniert nach dem Prinzip. Es darf alles irgendwo, hat sein Plätzchen, darf kommen. Aber ich tue sehr viel Salat machen. Einfach Sachen, die gäbig sind, die ich in der Küche brauche, die ich gäbig pflanzen kann und nicht allzu viel Pflege brauche. Besonders stolz ist Stefanie auf die blauen Herdöpfel und die frischen Beeren. Meine Blumen die sind mir sehr wichtig. Ich brauche meine Blumen für das Kochen, wie für das Dekorieren. Ich als Floristin kann ohne Blumen nicht sein. Dekoration ist für Stefanie fast das Wichtigste. Schön muss es sein für die Landfrauen. Sie sieht sich nicht als typische Bäuerin. Für das sei sie fast ein bisschen zu modern. Ich glaube, wir sind schon noch so etwas Spezielles, total ohne Viecher, ausser meine 2 Rosse, aber die tragen nicht so viel dazu bei. Oh, ja. Vielleicht gefällt es mir dann bis zum Schluss noch. So. Ich habe noch nicht die richtige Vase, aber die kommt dann. Die Landfrauen sind auf dem Weg nach Wichtrach. Da gibt es viel zu erzählen, aber auch einen Haufen zu lachen. Die Stimmung ist super. Was sind die Erwartungen? Die Chefin ist sicher Vollgasfrau. Und ich bin ganz gespannt, was es gibt bei ihr. Sicher schöne Blumen sein als Floristin. Ich freue mich richtig. Es gibt sicher Herdöpfel. Ich könnte mir vorstellen, dass Steffi recht modern dekoriert und vielleicht ganz überraschend. In der Zwischenzeit wird bei Stefanie gebrezelt. Als Unterstützung für das Kochen hat Stefanie ihre Freundin Ursula eingeladen. Ja, mit der Ursula eine super Person nebendran, die mir hilft in der Küche. Und da kann fast nichts schief gehen. Kann man probieren? Ja, du kannst probieren. Der René ist eine Stefanie ihre Mann. Wollen wir mal schauen? Ob das genug gut ist für meine Frauen. Sehr fein. Du musst nicht heute eins machen, die sehen hölle cool Die sind genial da. Was hast du für eins? Das ist auch so gut, he? Ah, du hast irgendein... Hä? Ah, das ist mit Knoblauch Ja, drin. Knoblauch Hast du drin, das habe ich sowieso gerne. 7 verschiedene Geschmackssorten Berner Brezel machen sie, mit Kräutern und verschiedenen Gewürzen. Bände da! Machst du Köpfchen? Nein, ich auch da. Machst du Köpfchen? Nicht! Nein, Ich halte die an. von da kannst du selber.
Lena ist der Sonnenschein von der Stefanie und dem René. Sie mussten planen, bis ihr Kinderwunsch erfüllt worden ist. Für die Himbeer-Balsamico-Sauce von der Hauptspeise braucht Stefanie Beere aus dem Garten oder den Geschmack von Zutaten wie Balsamico, Rosé, Cognac und verschiedene Gewürze. Das wird jetzt langsam eingeköchelt. Zum Salat gibt es ein sauber gemachtes Herdöpfelbrot. Ist das etwas, Ursula? Tipptopp. Ist das gut? Sehr gut. So, geschafft. Die Landfrauen kommen an ihrem Ziel an. Schau dort, siehst du das Boschi? Schau da. Grüß Gott. Natürlich sind die 6 Kochkonkurrentinnen von Stefanie gespannt, was sie hier erwartet. Das Wetter könnte auf jeden Fall nicht schöner sein. Danke. Kann man so sagen. Hallo! Gut, Sie sind da, Lena. Jetzt hast du so lange gelangt, gell? Hallo! René, freut mich. Hallo! Ich bin Silvia. René! Telefoniert. Oh, wir haben schon lustig das Telefon gehabt. Tipptopp. Gesundheit. Ja, bitte, gern geschehen. Gesundheit. Eben, schaut da, Frauen. Wir haben ganz viele verschiedene Brezeln gemacht. Und dazu haben wir hier einen Belperknollen auf einem in einem Stein, der ist vom Blausee. Das ist sehr pfeffrig am Anfang. Macht es ein bisschen weg und dann auf das Brezel. Es ist der absolute Hammer. Ich hoffe, es muss. Ja, Den Finger so. probieren an. Geschmackssache. Eben, bedient euch, nehmt euch, weil es wird an der Sonne nicht besser. Auch nicht kälter. Die Belperknollen ist eine regionale Spezialität. Der Weichkäse im Pfeffermantel wird im 60 Grad warmen Stein serviert. Soll ich ein Land unten? Ja, hier ist auf ein paar Zellen und dann eine Autobahn unten wieder. So, Frauen, jetzt könnt ihr noch ein bisschen abrollen. Und ich gehe noch ein bisschen in die Küche wirken, dass ihr etwas Feines sagt. Vielleicht. Ja, komm. Und schauen. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oder kommt wieder. Bevor wir Stefanie in die Küche begleiten, wollen wir sie noch ein bisschen besser lernen kennen. Schon nicht, hä? Du hast das beim Käse rein, dort wo noch nichts drin ist. Da, rein. Feierlich? Oder? Die beiden Rosse von Stefanie sind die einzigen Tiere auf dem Hof. Mit denen kann sie nicht nur ausreiten, sondern auch über hohe Hürden springen. Oder? Das sehen wir dann noch. Das ist ein guter. Willst du jemanden davon Säckchen haben? Hä? Willst du jetzt den Kaiju? Also nimm ihn. Du bist schon der mühsam, Mann. Nein, warte, ich lasse jetzt den Käse rein. Warten. Ist gut. Und du? Komm, wir lassen nicht rein, der will hier fressen. Komm, fang rein. Komm. Die Tiere sind versorgt, der René ist im Anflug. Jetzt ist höchste Zeit zum Zmörgeln. Was sind wir? Etwas fehlt noch. Papa, das ist so viel. Ich kann nicht.
Ja. Der René ist für mich der ruhende Pol. Jemand muss ja in unserer Familie auch noch ein bisschen ruhig sein, weil 3, die nur schnurren, geht nicht. Der René hat die Stärke, er ist sehr, sehr Perfektionist. Das ist, wenn er etwas macht, ist es mit 120%. Und wenn ich weiss, er macht etwas für mich, dann weiss ich, dass es gut ist. Dürft ihr auch noch einen Teil haben? Du kannst den Sport haben. Nein, ich will nicht den Sport, ich will das Wetter. Da, schau. Ich will nur das Wetter schauen. Er ist sehr herzlicher und kann auch Gefühle zeigen, was viele Männer nicht so können. Und das ist schön. Zeitung. Wenn wir das Wetter zusammen schauen, kommt man von heute. Seit 10 Jahren sind sie schon zusammen. Und es funkelt immer noch. Morgen. Für die mache ich immer Oder fast alles. Kein Wunder, unterstützt es der René, dass die Stefanie bei den Landfrauen mitmacht. Ich finde es gut, dass sie mitmacht, aber zuerst war ich einfach ein bisschen, skeptisch gewesen, ob es alles eben, weil wir im Sommer sehr viel zu tun haben, ob es alles nebeneinander durchgeht. Aber auch dort, sie kann das sehr gut organisieren, alles. Auch mit der Lena. Und eben, wir haben eine Familie, die dahinter steht, alle helfen an. Und ich muss sagen, das ist super. Ja, ich bin froh, sind wir dort zu suchen gekommen und kann sie mitmachen. Ich mag das gönnen. Stefanie hat Floristin gelernt und sich dann weitergebildet als Agrokauffrau. Dank ihren kaufmännischen Fähigkeiten hat sie heute eine Teilzeitstelle bei einer Heizungsfirma. Hier macht sie Offerten, pflegt Kundenkontakt und besucht Fachmessen. Mein Job ist für mich wirklich sehr wichtig. Das gibt mir den Ausgleich. Weil wir so fest zusammen arbeiten, der René immer da ist. Und so ist es für mich sehr wichtig, dort einen Beitrag dazu zu leisten. Auch für mich persönlich, einfach auswärts und nicht nur daheim zu sein. Ja. Wenn Stefanie arbeitet, ist die 4-jährige Lena fremdbetreut bei ihren Grossmüttern und in Krippen. Lena gefällt es auf jeden Fall, ein bisschen auswärts zu sein, weil sie ist dort natürlich an allen Orten der Kind, muss in die Krippe. Dort tut sie lernen sozialisieren. Das ist wichtig, weil sie allein ist daheim. Aber sonst dreht sich halt schon viel um sie. Und das ist die Lena, das hat sie gern. Einen Tag in der Woche verbringt Lena bei den Eltern von der Stefanie in Riederen am Stadtrand von Bern. Hier auf diesem Bauernhof ist Stefanie aufgewachsen. Bist du zuerst noch reiten, am Morgen? Ja. Mit dem Danneli. Genau. Nein, mit dem Cash. Oh, er kann gar nicht. Ich bin ein Landkind, aber sicher auch ein Stadtkind irgendwo durch. Weil, wir sind im Stadtrand aufgewachsen und wir sind voll in die Stadt, in die Schule, in Gebelbach, in Bethlehem die letzten 4 Jahre. Und bist schon ein bisschen geprägt davon. Aber gleich sind wir dann wieder heimgekommen auf das Land, mussten mit anpacken. Also es ist sicher beides gehört dazu. Du Wurstmoldi. Nichts ist. Da gibt es halt nur auf der Rieder eine sättige Wurst, gell? Daheim hast du keine sättige. Du weißt ja von welchen Schäfchen. Kannst du mir noch Fugen für das Dessert zu machen bei den Landfrauen? Kann ich machen, ja. Dass mir die Niedlich noch kannst geben. Fugi waschen vorher. Ja, die muss ja schon super sein, wo dann nicht so Dreck niedeln. Frisch gemolken muss sie sein, die Milch, für das sich ihr Fugi die Niedle richtig von einer trennt. Die Fugi-Niedle wird gebraucht für das Dessert. 2 Sorten feine Meringue-Glasse soll es daraus geben. Gut sind zu backen. Niedle für das Ding, da haben wir alles. Zusammen, einfach komm, du hast Nuscheln. Ja, komm mit. Ja, mit dir. Tschüss. Hallo. Und weiter geht's.
Im bernischen Obertal liegt der Biohof, wo Stefanie ihr Trautenfleisch bezieht. Und dort? Die Lena traut diesen gelungenen Vögeln nicht so recht. Ganz Menge hat es. Hä? Die tun fast wie die Hunde bauen. Gell? Hä? Die haben gar keine Federn auf dem Kopf, hast du gesehen? Die sind kahl. Jetzt gehen sie langsam raus. Warum? Ich weiss nicht, schauen. Vielleicht hat sie etwas zu fressen dort oben. Dass sie noch etwas dicker werden, dass wir dann wieder Plätzchen bekommen, gell? Zur Hauptspeise soll es bei der Stefanie Trautengeschnetzelt geben. Hier wäre noch das Fleisch. Merci vielmals. Das reicht auf jeden Fall für meine Landfrauen. Ja. Offen bist du, wünsche dir Glück. Danke vielmals. Schönen Tag noch. Alles. Tschüss. Ade. Tschüss zusammen. Komm, Lena, wir wollen hey. Komm. Nein, den lass stehen. Komm. Sag Tschüss, der Modi. Zurück auf dem Hof zu Wichtrach. Die Eltern, die Großmutter, die Schwester oder der Schwager von René wohnen alle hier rundherum. Einmal in der Woche wird zusammen gegessen. Grünen Salat melden wir. Ja. Ich habe mich von Anfang an ziemlich klar abgegrenzt. Ich bin nicht bei meiner Familie ausgezogen, um bei einer anderen einzuziehen. Und das ist eigentlich, hat Therese sehr schnell akzeptiert. Das war überhaupt kein Problem. Und ich glaube, es funktioniert heute auch so gut, weil wir einfach von Anfang an ganz klare Linien hatten. Therese gesagt, es ist ob es gut ist. Ist gut, jetzt hat sie es gut gemacht. Was sehr unterstützend ist, dass wir immer einmal pro Woche so ein Familienbrätchen machen. Und dann ist es so wie klar, dann sind wir zusammen und den Rest machen wir alleine. Letztes Mal bei Weihnachten hatte ich Tücher oben. Die ganze Tisch. Aber es hat irgendwie so praktisch einen Spinnhof. Inge, Papa hat was. Der letzte Tag vor dem Essen mit den Landfrauen. Die Stefanie ist früh unterwegs. Ich gehe sehr gerne am Morgen früh reiten. Wirklich früh, um 5:30, für mich ganz alleine. Da ist die ganze Natur ist im Erwachen, das fängt extrem. Auf dem Ross zu hocken und normal auszureiten, ist für mich entspannend. Da finde ich wieder zu mir selber. Das ist Ruhe, niemand sagt etwas zu mir. Ich kann zwar schnurren, was ich will, das gibt niemand Antwort. Das ist so schön. Das gibt mir so mein Böttchen wieder für den Tag. Das ist wirklich cool. Die Aufgaben auf dem Hof sind klar verteilt. Die Stefanie kümmert sich um den Haushalt, besorgt den Garten, die Pflanzen, das Rundum und die Betreuung von der Lena, wenn sie nicht arbeitet. Kochen tut sie besonders gern, putzen weniger. Wir tun noch ein bisschen und dann tun wir den mal. Das ist eigentlich zu viel. Kannst du noch 2 drehen? 2 drehen, So, Achtung. Ja, aber ein bisschen normal. Mal musst du, schau da, jetzt noch ein bisschen da. So, jetzt ist fertig geschnauzt. Sonst habe ich nicht zu wenig für unsere Frauen. Gell? Ja, noch einmal, dann ist gut. So. Jetzt kommt die Fugi-Nidle zum Einsatz, die Stefanie vom elterlichen Hof frisch hat geholt. Ein bisschen Rahmhalter dazu, dass die Nidle auch schön steif bleibt, wenn sie dann geschlagen ist.
Jetzt kommt die verklopfte Merenke in die geschlagene Nidle und alles wird untereinander gerührt. Als Aroma nimmt Stefanie eine Vanillepaste. Meine Rezepte habe ich viel, sehe ich mal irgendwo irgendetwas und dann koche ich Sachen kochen. Aber eigentlich aus Kochbüchern fast nichts. Ich habe eher die mal probiert und dann schaut, ob es gut kommt oder nicht. Und, oder ich habe eben viel von meiner Mutter übernommen. Oder von meiner Großmutter habe ich auch sehr viel von meiner Großmutter, weil die ist dort sehr stark drin war. Und ja, ich bin jemand, der nachher kochen. Die eine Hälfte von der Vanillemasse hat Stefanie auf die Seite getan. In die andere Hälfte kommen jetzt die eingekochten Heiti rein. Also mein Dessert hat die gleiche Farbe wie mein Herdöpfelstock. Das ist fast farbidentisch. Stefanie juffelt gerne ein bisschen. Manchmal kommt es nicht gut. Jetzt können wir es noch machen. Weil der Rahmen zusammengefallen ist. Weil ich es zu früh drin habe, wie es geschieden ist. Der hält noch einmal von vorne. Beim zweiten Mal klappt es sicher. Der René ist fasziniert von seinen Landmaschinen. Mit denen können es besser als mit Viechern, sagt er. Darum hat er ganz auf Ackerbau umgestellt. Für jede Aufgabe hat er ein passendes Gerät. Unterdessen kocht Stefanie zu Mittag. Zum Mittag gibt es zuerst Salat, oder ja, einfach Salat dazu, Äpfel, Hackfleischpfanne mit Kühlschrank aufräumen, was einfach noch drinnen ist, gibt es Alben. Und ja, Hackfleisch und Gemüse. Ja. Und zum Dessert für die Lena 2 Güte. Ohne die geht es nicht. Wenn sie zu wenig Zeit hat, ging es fast am besten, sagt Stefanie. Sie ist eine Macherin. Lang nachdenken ist Zeitverschwendung. Immer vorwärts. Und wenn es nicht klappt, halt wieder von vorne. Auch im Alltag braucht Stefanie Zutaten wie Gartenkräuter und natürliche Aromen. Und gleich greift sie zu Streuwürze und Geschmacksverstärker. Das ist nicht Streuwürze, das ist meine Droge, das brauche ich. Aromat. Ohne Aromat geht fast gar nichts bei mir. Sind die Merenke gut gekommen? Ja, die blauen beim zweiten Anlauf schon. Was, die blauen? Weil ich die blauen gemacht habe. Die mit der Hälfte, dann habe ich vergessen, dass sie müssen abkalten. Dann habe ich das reingeleert. Und dann ist es alles ein bisschen zusammengefallen. Du dann noch ein bisschen trinken, gell, Lisu? Mhm. Sehr schön, ne? Die Kernkompetenz von René sind die Herdöpfel. Er trägt ein Promille, also immerhin 1000 zur ganzen Herdöpfelproduktion der Schweiz bei. Der Erfolg hängt von einer guten Planung und natürlich auch vom Wetter ab. Der Frühling war es viel zu feucht. Ich bin von Beruf Landwirt und habe mich spezialisiert auf Ackerbau. Wir produzieren im Jahr ca. 450 bis 500 Tonnen Herdöpfel. Nein, das geht. Ich könnte das gar nicht alleine machen. Die Familie ist voll dahinter, ohne die Eltern und alle Helfer, die ich hier habe, für die Herdöpfel gehen das nicht, das ist so.
Wir müssen einander helfen und wir einander helfen. Und, das fängt auch, wenn man zusammen so kann werken kann. Wir haben es gut zusammen und das ist schön. Zu den Abnehmern zählen noch Hersteller von Pommes frites und von Chips. Die schreiben eine Mindestgrösse vor. In diesem Jahr sind manche Herdöpfel zu klein. Das bedeutet weniger Einnahmen. Und was hat es sonst noch? Brot und Käse und Sirup. Welches ist jetzt ein Papa? Das da. Geh du mit dem Käse um, Lena. Geh den verteilen. Danke. Da? Und hier? Ja, das 4 gemacht. Den ganzen Nachmittag? Ja. Das ist nichts. Nein. Und wir krampfen da der Ich bin auch. Aber schon eine Liebe. Das ist ja ganz so gut. Es ist besser. Ein bisschen. Aber es hat genug noch für mich. Der ganze Kippen dort vorne kann ich Ja, haben. er ist voll. Und der andere hat auch schon angefangen. Viel kleiner. Aber hast du dich wieder so ein bisschen beruhigen? Geht's? Oder müssen wir die beatmen? Nein. Seine Enttäuschung über die magere Ernte spürt man dem René an. Ja, schon. Ja, musst schauen. Stauen werden montiert wegen dem Rutschen. Mindestens einmal in der Woche ist Stefanie ganz bei der Sache und konzentriert wie sonst nie. Beim Springtraining auf dem Volleyberg am Stadtrand von Bern. Ist gut. Zwischendurch aussitzen, halbe Wolte und dann den Lichtreiter-Trap ein bisschen verstärken. Das Training leitet der Fritz Marthaler, der Vater von der Stefanie. Er ist ein Fachmann, wenn es ums Springreiten geht. Ich bin mit Ross aufgewachsen. Ja. Ich bin auf Ross gehockt, bevor ich laufen konnte. Und mein Vater war Dragoner und das ist mir mitgegeben worden. Mein Vater ist immer ein Konkur und ich bin schon als kleines Mädchen mit. Und ich habe dort mit dem Ross handiert und habe dort nachher das Brevet und die Lizenz gemacht und bin nachher in den Springsport eingestiegen. Und jetzt habe ich zuerst mal so ein Ross, so einen richtigen Flüger. Da kannst du gegen einen Ochser zu galoppieren und der kumpelt einfach ab. Das macht wie ein Gumpibäuli, bumm, und drüber bist. Und das ist extrem genial, das fängt so, ja. Wow. Ja, jetzt ist er knackig, jetzt halt noch ein bisschen vor. Oh, jetzt. Es passt. Ja! Gut. Ich gehe an Konkurs für das Gewinnen, sonst gehe ich nicht mehr. Gewinnen ist der Ansporn für die Stefanie. Aber die Geselligkeit trägt sicher auch viel dazu bei. Ich da schon 45, sind bei uns schon gehabt. Aber 55 kann ich noch. Also, schau jetzt. Die sind gleich. Der Charlotte. Kannst du den Regler fragen? Dass das nicht ganz die gleichen sind? Nein, ja, Herdöpfel habe ich ja Agatha drin. Es ist Samstag. Nach dem gelungenen Apero unter der heißen Sonne freuen sich die Landfrauen jetzt auf das Essen und sind schon ganz gespannt, wo das denn stattfindet. Jetzt hat er schon Hunger, hä? Ja, das ist gut. Schneller, also säckeln. Also gehen wir hier an, Frauen. Aufpassen, Köpfe. So. Dann wären wir einfach da. Mal schauen, wo wir essen können. Achtung, Stufen. He? Wow! Ja, mir ist ganz anders. Ein bisschen angenehmer als aus der Sonne, gell? Schön, ha? Mal gut. Super, super schön. Ja. Und sogar noch das Rezept. In diesem schönen Gewölbekeller tun die Landfrauen das Menü von der Stefanie jetzt geniessen und bewerten. Gesundheit! Auf gutes Gelingen! In
der Küche scheint es noch nicht so zu pressieren. Gut ist er halt einfach schon. Das Brezen. Als ich wusste, dass Ursula mit mir zusammen kocht, war eigentlich klar, sie ist für die Deko vom Essen zuständig und ich bin für die restliche Deko zuständig. Und dann sind wir unschlagbar, habe ich fast das Gefühl. Wenn ich ganz ehrlich muss sein, ohne sie ginge es definitiv nicht. Es war super, wenn wir das noch 10 Minuten drin tun, sagt er. Soll ich damit machen? Was ist für die Zeit? Salat. Dort haben wir schon Blümchen oder das Brot und sonst keine Deko. Das ist gut. Marzipan muss ich noch vornehmen. So, meine lieben Frauen. Hallo. Barfuß präsentiert Stefanie das Menü. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich in meinem schönen Keller. Ich habe alles gegeben für euch. Nur für euch. Schnell zum Menü. Zur Vorspeise habe ich einen bunten Blattsalat vom Garten mit Gartenblümchen drin, die ich alle selber habe bei mir im Garten. Ein Belperknollen, jetzt die Härte. Vorher hatte er die Weiche, jetzt die Härte. Und dazu habe ich ein Herdöpfelbrot gemacht. Der Wein habe ich einen Thuner Riesling Silvaner, den ich der René einschenkt. Und dann zum Hauptgang haben wir einen blauen Herdöpfelstock. Herdöpfel, wir haben selber Herdöpfel, blaue Herdöpfel haben wir auch. Dazu gibt es ein Obertaler Trautengeschnetzelt an einer Himbeere-Balsamico-Sauce. Und dann gibt es noch ein Honigrüebli mit Sesam. Und drüber, wenn ihr dann fragt, was das drüber ist, das Grüne, das wäre der Rüeblikraut drüber. Nur ganz, ganz, ganz fein. Ja, so. Sieht einfach gut aus. Und nachher zum Dessert gibt es eine Merengue-Glasse, zweierlei, eine dunkle und eine helle. Und ein heisses Beere dazu. Ich wünsche euch einen guten und ich gehe jetzt wieder in die Küche schwitzen. Es ist heiß, ihr habt viel kühler da. Mach's gut. Danke Spass. Es ist durch. Ich muss einfach jetzt vorstellen. Was haben wir? Salat, hä? Ja. So, dann habe ich euch etwas zu trinken. Wir haben hier normales Wasser oder Münzenwasser. Er hat Bammel vor dem Servieren, der René. Aber er macht es gut, charmant und aufmerksam. In der Küche entsteht das Honigdressing für einen Salat. Mit Waldhonig, verschiedenen Öl, Balsamico, Gewürz und Kräuter. Und du träufelst dann um. Du kannst dann nachher rumblümeln. Das braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Blumen zum Essen. Kein Problem, wenn es Blumen sind wie Kapuzinerli, Phlox, Borretsch und Ringelblumen. Du noch ein bisschen. Das ist eine blöde Raffel. Was du kannst, ist gleich den reinraffen und dann drüber. Bis in den Finger und den Fingernagel und alles. Zum Schluss noch Belperknollenkäse, das mal vom Hirten. So. So, dann wünsche ich euch einen guten Mittag. Ja, danke. Guten Miteinander. Die 6 Landfrauen tun jeden Gang der Gastgeberin auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Es hat Kriterien, wie das Essen schmeckt oder wie es präsentiert wird. Bis sie ihre Punkte gegeben haben, dürfen sie nicht reden. Die ausgefüllten Zettel werden eingesammelt und bleiben bis zur Finalsendung unter Verschluss. Merci vielmals. Danke. Also der Pfiff macht im Salat die schönen Blüten drüber drin. Das macht es so schön farbig und bunt, fröhlich. Lustig zu machen kommt wieder so ein würziges Bläckchen dazu, gell? Sehr fein und Und der Belperknollen ist so gut drauf. Und das Brot ist natürlich auch sehr gut. Sehr fein. Darf man nicht vergessen. Nein, ist ganz gut. Kann man so ausschlecken. Ja. So langweilige Grüne, so ja. Wirklich gut. Also die Vorspeise von der Steffi, der Salat mit diesen Blumen, war super. Mit diesen Blüten, die man essen kann, war super, sehr fein.
Die Soße war gut, gut gewürzt. Einzelne Kräutchen hat man immer wieder gespürt. Und auch das Höröpfelbrot hat sehr gut dazu gepasst. Mit der Soße, mit dem Salat, mit dem Brot und auch zu den Farben hat der Weisswein sehr gut gepasst. Zusammen mit der Hauptspeise gibt es jetzt die blauen Herdöpfel aus dem Garten. Die Himbeer-Balsamico-Sauce ist reduziert und kann jetzt passiert werden. Dann wird sie noch einmal gewürzt und abgeschmückt. Meine wertvollen Himbeere sind hier drin. Das langsam merke ich jetzt gerade. Heiß. Heiß, 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 heiß. Wegen der Menge nimmt Ursula 2 Bratpfannen für das Fleisch anzubraten. Das zarte Geflügelfleisch braucht keine lange Garzeit. Du, jetzt ist der Pfeffer noch bei dir. Pfeffer haben. Sorry. Pieper. Ah, da kann ich noch lang drehen. Da ist schon gemeint, sie geht nicht mehr. Ich hatte ein Riesenproblem. Tust du den Sesam noch einmal aufrösten? Du machst Kommst du mal? Noch schnell 3 Rüebli. Das bist du nicht heikel. Super. Gut, lass ihn, nicht mehr. Gut, fertig. Ich bin gut. Ich bin halt schon ein bisschen stolz auf meinen Herdöpfelstock. Also kommt mit Soße drüber. Halt nicht, hätte ich noch für das gebraucht. Etwa einen Unfall machen. Eine pikante Himbeer-Balsamico-Sauce für das Trautengeschnetzelte. Dieser Teil wäre also schon mal parat. Und der Rest? Die Rüebli brauchen noch ein bisschen. Farbe, hast du gesehen? Probier eins, ein grosses. Ja, aber ein Müll. Nein, das ist nicht. Wir sollten noch etwas haben. Du sollst noch Salz ein bisschen. Das ist daheim jetzt bis morgen nicht. Meinst du? Ja, ja. Zur Hauptspeise serviert René einen roten Thunerwein. Ein Gara Noir, der Anklang findet. Du, wie meinst du auch 2, 4, 6? Nervosität in der Luft. Trotz der vorgeheizten Dauer geht das Anrichten so lange, dass das Essen schon fast wieder kalt wird. Was ist das? Du sagst um einen Ort, was schön ist. Schön muss es sein. Mein Motto ist schön. Mein Motto wäre schön. Habe ich jetzt gerade festgelegt. Also komm, dann sag mal. Hast du an Kratten vorbei und Du dir aber nicht ausspielen. Weißt du was? Ich habe jetzt den Finger auf das Mikrofon. Ja, sie wären nicht hellhörig, gell? Ja. Sie wären sich so nicht vorstellen, oder? So, dann kommen wir zur Hauptspeise. Fangen wir gleich an, das mal. Schau, das sieht gut aus. Ja. Hey. Also, dann wünsche ich euch einen guten Tag. Zur Hauptspeise. Guten Miteinander. Guten Miteinander. Pardon. Und wieder wird bewertet. Die Landfrauen sind konzentriert. Geben ihr Urteil ab über die Hauptspeise von der Stefanie. Erst nachher dürfen sie miteinander darüber reden. Die Damen einsammeln. Merci
Soße ist auch so fein. Himbeere, Balsamico. Merkst du ganz fein. Einen Augenrührtisch probieren. Ja, merkt ist nicht, dass es ein blauer Herdöpfelstock ist. Überhaupt nicht. Gut gerührt, da wie sie. Ist gut. Das Fleisch hätte ein bisschen zarter sein. Aber die Soße war sehr gut. Ein bisschen kalt zum Servieren. Es war auch ein bisschen schade, aber vom Geschmack her soll das nicht irgendwie einen Abzug geben oder so. Geschmacklich war es auch für mich recht gewürzt. Ja. Eigentlich dunkt es mir, für das blaue Herdäpfel sind und so gross geschwätzt wird um die blauen Herdäpfel, ist nichts Besonderes. Also, er war gut, aber nicht anders als mit weißen Herdäpfeln. Ich habe es sehr fein gefunden. Ich bin ein bisschen Fan vom blauen Herdöpfelstock. Ich habe das sehr gern. Und das Trute geschnetzelt mit der Himbeersauce, schön, ein bisschen pikant, aber fein, es hat gut zusammengepasst. Und die Rüebli, die leichte Süße und mit dem Sesam drauf, war gut. Wenn wir so... Oder wenn wir... Also, ich weiß nicht wie. Ja, genau, so ist gut. Andere probieren ihre Rezepte vorher aus. Stefanie und Ursula machen das Dessert scheinbar zum ersten Mal. Hoffentlich klappt's. Kommt's gut? Ja, jetzt ist nachher. Hä? Jetzt geht es zum Servieren. Der René ist nervös. Das Dessert geht zu lang. Dass das Dessert auch gut kommt, oder? Ist gut. Das sieht super aus. Also, runter. Das Einzige, was jetzt ein bisschen abverreckt, das Dessert ist lang gegangen. Wir haben das mit den Beeren ein bisschen unterschätzt. Aber der Rest steht sich zeigen, ist vorbei. Vorbei. So, so. Es kommen immer mehr. Ja. Also, gute. Danke, merci. Ja. Nochmal Konzentration bei den Landfrauen, die die letzte Bewertung müssen abgeben müssen. Okay. Merci. Geblieben ist die Beere. Das ist nicht die ganze Soße am Teller, gell? Ja, die Beeren sind auch schön warm geblieben. Das ist ja gut. Ja, nein, es war gut. Die Glasse war sehr fein mit den Meringstückchen drin. Und die warmen Himbeeren mit Brombeeren haben gut dazu gepasst. Und was mir gut gefallen hat, sind die Beeren in dem heißen Schälchen. Die sind wirklich warm. Für mich sind die ein ganz kleines Mühe zu sauer. Sonst war das Dessert sehr fein. Stefanie steht immer noch ein bisschen unter Strom. Erst langsam kommt sie oben runter. Mein Kleiner, der ist Fuginidel. Von meinen Eltern, das haben sie, diesen Mittwoch haben sie extra gefugt. Das hat er im Dessert gehabt, in der Merenggeglasse. Das ist mit Fuginidel hergestellt. Wunderbar. Fein. Danke. So. Die Ambiance war der Hammer in diesem Keller. Mit den Kerzen, mit der Beleuchtung. Mit dem gekäserten Boden da hat mir auch noch sehr gut gefallen. Und auch die Tischdekoration war eine Art einfach, aber gleich sehr wirkungsvoll. Natürlich auch noch mit den Akzenten der Herdöpfel zwischenin. Hat sehr gut gepasst. Habt ihr es gut gemacht? Ja, bin ich auch so froh. Oh ja, ich heiss, Frau, ich heiss. Jetzt darfst du die Krawatte abziehen. Jetzt fängt es erst recht an. Ja, jetzt ist cool, gell? Jetzt ist cool. Und in einer Woche sind wir zu Gast bei der Sibylle Meyer aus dem Aargau. Schon am nächsten Montag verraten sie auf Radio SRF 1 eines von ihren persönlichen Rezepten. Welche von diesen 7 Landfrauen den Kochwettbewerb gewinnt, kommt am 9. November im Finale aus.